Und wenn wir da wären, mal eine Halbschicht aufkommen, und man eine Pause, muss ich gleich runter. Schon über 10 Jahre für ich da. Was die eigene Verhältnisboutique nennen, als für die anderen Platz für die Qualität für Superpreise kriegen. Plätterchen für die Fabrikspreise und Bestellung, professionelle Küchen, Kleider für größer Klein, dazu schon bis 80% mehr billig, Haushaltsartikel, Dekoration, Kosmetik, CD und DVD. Von der Ström bis bei der Bagger kontrolliert Qualität zu den besten Preisen. Und so sind wir in einer kleinen Pause. Hier an der Zwischenzeit also auch den Tirage von unserem Quiz fertig. Und ich gebe hier ganz herzlich nach einem dem Karin Reuter merci so an dem Georges und dem Liz. Dem Jung respektive dem Mädchen vom Haus. Wir haben dann die 94 Trostpreise gezogen. Und die Leute haben gewonnen. Auch schwach. Entweder ein Tierbuchon, entweder ein elektronisches Bilderraum, wo sie 40 Bilder können drauf laden, oder ein Portdokument am Leder, oder aber ein Frühstücksset mit 2 geringen Tasen an einem geringen Wecker, für das auch neues Werk gibt. Wir haben aber auch, für die sich ein bisschen an der Elektronik auskennen, muss eine Pochette, wo da können CDs dran machen, wo aber auch ein USB-Lucht an einen USB-Hub dabei ist. Und als 6. Preis, Trostpreis, haben wir ein Set, wo ein Tierbuchon dran ist, an so einen metallenen Stopp mit einem Gästebuch, eine Tradition, die vielleicht mal müsst ableben lassen, an einem Big. Das sind, wie gesagt, die 6 Trostpreise, die 94 Leute können sich da heraussichern, was sie wollen. Die gehen demnächst ungeschrieben. Ich so auf jeden Fall alle Guten den anderen, die den 2400 Kilo nicht gewonnen haben. So nicht, merci, dass sie mitgemacht haben, und nicht das gegangen als der nächste Quiz von der ADR, die könnt bestimmt. Wir sind aber nur ein Teil für über Männer und Frauen zu schwätzen, aber sie für drüber etwas hängen geblieben, so Stichwörter wie Feminismus, Sexismus, das klingt lo reißerisch, also da war gar nicht so. Das wird viel mit der Perzeption von Mann und Frau zu dienen. Und Marie-José Kodisch bauscht froh, wir hatten am 4 Gespräch schon jetzt über die Emanzipation am Gangen, hier kann er zu fressen, respektive wird sie nicht teilweise über Ziel rausgeschossen. Das gebe ich nicht so. Also, das war schon nötig, dass die Emanzipation kann nicht so weit gehen. Emanzipation ist einfach gleich, oder mehr wie gleich. Kann ja okay gehen. Aber das ist so vielleicht Zeit, dass die Gesellschaft sich auch aufpasst. Und da sind ja immer die alten Mentalitäten, und da sind ja immer Frauen, die sich dann vielleicht exzessiv dagegen wehren. Und das gibt dann ein bisschen einen komischen, übertriebenen Feminismus. Aber ich gehe aber so in die größte Majorität, wird denen aber abgehen. Die Gefahren, die da entstehen, dass Mädchen sich eigentlich gar nicht mehr wollen bestreiten. Also keine Familie mehr wollen gründen, weil sie sich freuen, für was soll ich mir das umgehen. Und es gibt auch Männer, die das so gesehen, was tun ich eigentlich nach davon? Früher hat sich ein Ernährergesicht, und der Mann hat sich ein Fragesicht, die gut versucht hat, die haben sich dort gut gemacht hat. Die Ziele hat halt kein junger Mensch mehr eigentlich prioritär. Ist das dann nicht Schuld von der Emanzipation? Nee, wir sollten mal zum Beispiel das Leid an den Händen von den Frauen, ob nach Kanner geht oder nicht, wird der Mann dann nicht mehr mit der Kanner zu dienen. Das ist nicht, wir sollen ja nie, wir brauchen Männer nicht mehr. Das ist eine Zeit durchgehen, dass wirklich Frauenbewegungen gibt. Das ist sich mein Grundsatz gewesen, das nicht weil die Emanzipation inzwischen rausgelaufen, wo, also ich kann mich erinnern, 24 Jahre, und ich habe kennengelernt von MLF, das damals geheißen Mouvement pour la Libération de la Femme, und ich so nicht, da waren Frauen dabei, die haben einfach die Rollen gedreht. Am Platz dato ist so nicht, dass der Mann seine Frau soll betschen, aber da hat Frau noch den Mann gebetscht. Das kann ja aber nicht Ziel von der Emanzipation sein. Und das war uns sich mein Ausgangsfroh. Hat die Emanzipation nicht einfach teilweise über die Ziele herausgeschossen?
sos giwet jo eng Hagel net ginn oder Dach. Ich meine nicht, dass der eine Konsequenz von der Emanzipation der Frau ist, was ich ganz gut sehr dass ich meine, allgemein was versteht in drin. Die Emanzipation von der Frau als am erster Hinsicht eng rechtlich froh. Das heißt, sie müssen herausfeiern aus einer Situation, wo sie wirklich ein Beständnis zum Beispiel nicht zu sagen hat oder nicht kommt, verschiedene Studien, Richtungen abschlagen oder hier oder da Situationen hat, wo sie nicht dieselbe Rechte hat wie der Mann. Und das also sich die Emanzipation, sagen wir mal, am Sens strikt, und das ist ein fantastisch sagt, dass das lo eben erreicht ist, dass es da keine Diskrimination mehr gibt. Aber darüber hinaus, meine ich, muss auch gesehen, dass die ganz gesellschaftlichen Prozesse, die dort mal zusammenhängen, auch Probleme bräuchten. Aber das ist nur nicht, dass den durch die Emanzipation soll er vorstellen. Wir sind einfach gesehen, wo sind noch Probleme von der neuen Gesellschaft. Wo sind dann da Auswüchse geschieht? Auswüchs eigentlich an der Emanzipation gesehen ich kenne. Ich gesehen die Auswüchse oder die verdrieben Sachen am Feminismus, weil das muss ich unterscheiden zwischen der Emanzipation, weil der legal korrekte Prozess ist, die auch nicht nur durch den Feminismus kommen, ja auch einfach wirtschaftliche Ursachen hat. Schon um den Ersten Weltkrieg, wo einfach Frauen, dadurch, dass Männer fortfahren und aufgeschlüsselt wurden, immer mehr einen Platz kriegen an der Ökonomie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Stadt verstärkt. Das heißt, sind Frauen einfach ein Wirtschaftsfaktor gehen, an dem und schon nicht immer daheim, und dadurch, dass sie einen eigenen Revenu hatten, kommen auch eigene Rechte und so weiter. Das heißt, es gibt an der Emanzipation verschiedene Quellen, es gibt eine menschenrechtliche Quelle, es gibt eine wirtschaftliche Quelle, und später sind noch feministische Tendenzen dabei kommen. Die Emanzipation selber gesehen ist nicht als gefährlich ratiert oder so etwas, was das Problem ist, vielleicht an Übertriebenen, das sind die feministischen Tendenzen. Par contre, was die Emanzipation angeht, an die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, hat auch hier Probleme, aber da muss man eben darüber diskutieren und Lösungen finden. Und das Hauptproblem, soweit ich gesehen, das ist einfach Kanner, die Education mit den Kanner. Wie kümmert sich darum, gedacht gesagt, früher sind Kanner besser versorgt, weil aber ein daheim war, den sich ganz um sie gekümmert wird. Alles das ist vielleicht woher oder teilweise woher. Wir müssen wirklich dann eine Diskussion führen, wie ist es dann halt mit den Kanner, wie können wir sie gut erzählen, wie kümmert sich sie, was können wir zusammen machen an einer Koppel, für als Kanner zu kümmern. Das gleiche sich, was dir auch am Vorgespräch so, was müsste dann einfach im legislative Plan geschehen? Wo eng Minister die seht, es müssen immer mehr Frauen an derbicht kommen, Beschäftigungsquote ist nicht hoch genug, das heißt, mehr Frauen müssen schaffen, die bekümmert sich ja nur um Kanner. Dir sollt man a Frau so Kanner bekümmern. Was müsste wer im legislative Plan dann neidig Erarbeitung dafür, der Gleichheit zwischen Mann und Frau ein Stück zu kommen?